Zwergschnauze. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Folge. Meine lieben Damen und Herren, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Woche gehabt bis jetzt. Heute an diesem schönen Mittwoch. Bei mir ist natürlich wieder mal nicht Mittwoch. Bei mir ist natürlich heute bereits Montag oder erst Montag. Was ist so passiert? Ehrlich gesagt, nicht so viel. Also ich habe mit meiner besseren Hälfte endlich mal Bilder aufgehängt. Ich habe die Bilder schon, weiss nicht wie lange, bei mir im einen Raum drinnen, also bei mir in der Stube drinnen, wo ich schon lange mal aufhängen wollte. Und jetzt, ja, es hat sich nie so ergeben. Und heute war endlich mal der Tag, wo man hat gesagt, jetzt machen wir es doch mal. Jetzt ist der Sonntag vorbei, es ist Montag, jetzt darf man wieder hämmern, jeder hat eine super Laune. Auf jeden Fall hängen jetzt die Bilder, es sieht wirklich super aus, es macht natürlich das Zimmer schon mal ganz anderen Eindruck. Also auf jeden Fall für das Zimmer. Aber was soll ich sagen? Irgendwie bin ich früher mehr so der Poster-Typ gesehen, also als ich noch das Bravo und Popcorn gekauft habe. Ich weiß nicht, ob Generation Z überhaupt meinen Podcast hört, ob die das überhaupt noch kennen. Gibt es überhaupt das Bravo noch und Popcorn? Auf jeden Fall, dann zumal habe ich die Magazine wie eben Popcorn und auch Bravo wirklich verschlungen. Und ich muss sagen, ja, die eine oder andere Seite ist mir immer sehr, sehr ans Herz gewachsen. Vor allem die Fotocomics, wenn ihr euch erinnern mögt. Und eben auch Poster. Ich glaube, heutzutage, ich weiss nicht, korrigiert mich, ich glaube, das letzte Bravo, das ich gesehen habe, sind gar keine wirklichen Stars aus der Musikszene gesehen, sondern mehr Stars, ja, für Schlusszeichen, aus der Influencer-Szene. Das zeigt einem natürlich schon ein bisschen die Welt, wie sie sich hat verändert im Vergleich zu meiner Teenagerzeit, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Und zwar, dass man heutzutage halt mehr den Fokus auf Influencer legt, weder auf Musiker. Ja klar, Musiker haben dann zumal auch noch, je nachdem, ein Produkt vermarktet. Heute sind es ab und zu in diesen Parfümerie-Werbungen noch Schauspielerinnen und auch Schauspieler, die man auch sieht. Vor allem eben so wie so Männer dürfen. Aber heutzutage macht man alles fast nur noch mit Influencer, eben, wenn man ein Produkt bewerben will. Vielleicht seht ihr das hier so anders, dann schreibt mir sehr gerne, wie ihr das heutzutage wahrnehmt. Aber ich weiss noch, bei mir daheim im Elternhaus war es so gewesen, dass in meinem Zimmer eine abgeschrägte Dachfläche war. Also das Dach ist bei mir, ich habe im Dach oben gewohnt, dort ist wirklich so eine Schräge vom Dach und ich habe dort wirklich die halbe Dachdelle dort voll geklebt, immer mit Poster, halt immer mit Musikern, wo ich gerade habe gefühlt, wo ich gerade eine Fanbase hatte in dem Sinn, also einen Fanbezug, aber ich weiss noch, dort sind NSYNC, ich glaube mal dort dran gehangen. Britney Spears ist dran gehangen, 50 Cent ist dort gehangen, Eminem, weiss ich noch, Eminem ist auch ein Poster dort gesehen. Und das ganze Längs, das ist aber nachher nicht von Bravo, glaube ich, gesehen, sondern vom Magazin Mausklick, wer das vielleicht noch kennt. Und zwar ist dann zumal ein Poster drin gesehen, so, was haben sie gesagt, ich glaube 1,50 oder so, wo hast du ausklappen von den Pokémon. Und auch das habe ich richtig gefeiert. Ich bin nebst natürlich ein Fan von Postern, noch ein Fan von Sticker gesehen. Und das Ding ist gesehen bei dieser Dachschräge. Also mein Bett ist grundsätzlich gerade unter dieser Dachschräge gesehen. Und wenn ich in dem Sinne hochgeschaut oder hochgelenkt und ihr wisst, ich habe sehr kurze Arme, ich konnte direkt ans Dach hinlängen. Irgendwann habe ich dort so den Fun entwickelt, dass ich aus jeglichen Mausklicks und Comics, ich habe das Mickey Mouse Magazin dann sehr, sehr gerne gelesen. Und immer wenn es Sticker irgendwo hatte oder auf Kätzgummi, bin ich meistens gerade ins Bett, also aufs Bett gelegen, noch nicht gerade gepennt. Jeder weiss, ich und pennen ist nicht so. Auf jeden Fall bin ich ins Bett gelegen und habe nachher von unten eben die Kleber angemacht. Und ich weiss noch, irgendwo hat es mal so glänzige Kleber von Pokémon. Also ja, ich weiss nicht, ob Generation Z überhaupt Pokémon und Digimon, oder vor allem eben Pokémon, ob die genau das gleiche Gefühl haben oder genau die gleichen Emotionen, wie wir dann zumal, wo Pokémon bei uns ist, anfangen laufen.
keine Ahnung, wie das bei ihnen war. Wenn du also von der Generation Z bist, schreib mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare rein. Ich möchte gerne mal wissen, wie das bei dir ist. Aber ich weiss noch, wir sind dann so richtig auf Pokémon gewesen. Vor allem muss ich sagen, dann zumal ist ja noch Diddle recht im Hype gewesen. Diddle ist dann recht im Hype gewesen. Man hat auch Sticker gehabt, man hat das gehabt, man hat Bücher gehabt, man hat Freundschaftsbücher gehabt von Diddle. Ich bin irgendwie nie so auf Diddle gesehen. Aber als nachher Pokémon hat angefangen, ist das erste Mal so etwas auch für uns Gielen gesehen, wo ich muss sagen, hey, da haben wir jetzt auch mal so wie eine Fanbase. Oder wo wir können, Fanbase entwickeln können. Aber klar, die Frauen, also die Mädchen, die haben natürlich auch eine richtige Fanbase gegenüber Pokémon entwickelt. Aber ich weiss noch, als ich mit einer Schulkollegin mal, die ist auch mal ein Heftchen gekauft und dort war ein Bild drin, ein Poster drin von Pokémon. Irgendwie ein riesiges Poster. Und dann hat es geheißen, dann waren sie ja noch die Anfänge von Pokémon. Find raus, welches Pokémon das fehlt. Und ich weiss noch, wir waren auf dem Schulweg, ein Maillauf gesehen, da hat sie eben das Poster plötzlich aufgemacht und wir dort mit auf dem Trottoir einfach das Poster angeschaut und geschaut, welches das eben hier fehlt. Und das ist einfach so eine Erinnerung, die dir ist geblieben. Ja, nicht wie es heute wäre. Und man würde vielleicht irgendwie ein Handy drauf eben ChatGPT aufmachen und sagen, hey, schau mal, welches Pokémon das fehlt. Sagen wir es. Künstliche Intelligenz. Nein, ist jetzt natürlich übertrieben. Aber wer weiß, wie wir es dann zumal gemacht hätten. Aber auf jeden Fall der Hype dann zumal bei Pokémon. Eben, wir haben Serien gesucht, wir haben Fanartikel gehabt. Ich weiss sogar noch, dass bei uns bei Manor in der Nähe hat es mal gross geheissen, ja, mach ein Foto mit Pikachu. Pikachu kommt vorbei. Ein Schulkollege und ich waren so gehypt gesehen, sind nachher, glaube ich, mit seiner Mutter dorthin gefahren. Sie waren nachher aber recht enttäuscht gewesen. Und zwar ist das, klar, wir haben gedacht, das ist natürlich nicht das echte Pikachu, aber Manor hat in dem Sinn dort einfach mal so eine, nicht ein bewegendes Pikachu hergestellt, also es ist nicht ein kostümiertes Pikachu gesehen, eher so wie eine Statue, also nein, mal wie eine Statue, wie eine filzige Statue mit Filz ringsherum, also einfach so wie ein Aufsteller, nicht der die Pappaufsteller, sondern wirklich 3D-mässig, du hast können anlängen und eben ein Foto machen, aber es ist grundsätzlich nur darauf ausgelaufen, dass jetzt das Teil dort in der Spielzeugabteilung von Manor steht, Kids dorthin kommen und Manor macht das Foto, das du nachher hast können mit heimnehmen. Weil ja, dann zumal hat es noch keine Handys gehabt, in dem Sinn mit guter Kamera oder überhaupt Kamera, wo einfach ein Foto hast können machen und nachher heimnehmen. Ich meine, wie gesagt, wir sind dann zumal noch Kids gesehen. Ich weiss noch, wir waren richtig enttäuscht gewesen, dass das einfach nur so ein nichts sagendes, nicht bewegendes Pikachu und dann noch riesig, wirklich riesig. Also ich musste sagen, wenn sie schon so eine Statue, also heute sage ich das natürlich, nicht dann, ich meine, dann ist mein Gedächtnis natürlich noch nicht so weit gewesen, aber heute hätte ich gesagt, wenn das schon so etwas hätte hergestellt, dann hätte das vielleicht mal so in der Größe wirklich von Pikachu hergestellt. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr schon mal den Clip gesehen, wo all die Pikachus dort in Japan am Momentanzen sind, so wie eine Parade. Etwa so gross. Nur eben, dass sich unser Pikachu dann zumal ja, leider nicht hat bewegt. Schade. Aber ja, die Postenzeit, die ist wirklich schön gewesen. Eben, jetzt haben wir die Bilder aufgehängt und jetzt hängen sie dort. Sie hängen und hängen, verstauben. Ich schaue sie vielleicht nur noch mit meinem Viertel an. Wer weiß. Nein, auf jeden Fall werde ich sie weiterhin mehrmals noch anschauen. Aber ja. Ja, letztes Mal haben wir ja wieder Entweder-Oder gespielt. Heute werden wir es vielleicht nochmal spielen. Nur muss ich sagen, ich habe noch etwas anderes für euch. Und je nachdem wird der eine oder andere vielleicht jetzt sagen, hoppla. Folgendes ist passiert. Und zwar bin ich gestern auf Instagram gesehen und ihr wisst, ich habe mal bei einer Werbung mitgemacht, also bei einer Werbung, ich habe UGC-Content gemacht, da bin ich auch voll offen dazu gestanden, dass ich UGC-Content gemacht habe, also User-Generated Content, das heisst, Brands schicken dir in dem Sinn den Artikel, wer es noch nicht weiss,
die schicken dort einen Artikel, vorweg gibt es aber ein Briefing, also sie haben sich in dem Sinne für die entschieden. Die haben auch abgemacht den Geldbetrag, also ja, Lohn. Und dann hast du einfach das Video zu drehen und entweder kannst du dann den Artikel behalten oder eben du bekommst je nachdem einfach einen höheren Geldbetrag, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich auch bei einer Plattform angemeldet und zwar bei Snack. Snack ist mir richtig sympathisch geworden, ist mir richtig ans Herz gewachsen und vor kurzem habe ich ein E-Mail bekommen von Snack, dass Snack jetzt eben seit neuestem Swipes ist. Snack ist neu Swipes. Und da habe ich das mal durchgelesen. Ich kann euch die Mail auch gerne mal zeigen. Ohne Problem kann ich euch die zeigen. Und zwar seht ihr jetzt hier: Hey Samuel, wir haben aufregende Neuigkeiten für dich. Snack ist Teil von Swipes. Diese Veränderung bringt viele neue Möglichkeiten für dich als Creator mit sich. Warum diese Veränderung? Wir möchten die besten Tools und eine grössere Plattform bieten, um deine kreative Projekte aufs nächste Level zu heben. Erlebe Swipes auf einem ganz neuen Level. Tauch ein in eine Welt voller Möglichkeiten und entfessle dein neues kreatives Potenzial wie noch nie vorher. Also ist jetzt übersetzt auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, tue ich das gerne übersetzen, also vorlesen. Hier steht jetzt, was bedeutet das für dich? Bessere Vergütung. Profitiere von attraktiven Verdienstmöglichkeiten für deine Inhalte. Swipes Academy. Lern und verbessere deine Fähigkeiten mit unserem Schulungsprogramm. Stabile und sichere Plattform. Deine bisherigen Daten und Projekte bleiben erhalten und sicher. Aha. Live-Calls mit Experten. Bekomm direkte Unterstützung und Beratung durch unsere Experten. Das wird noch wichtig. Neue kreative Tools. Erstelle beeindruckende Inhalte mit unserem neuen und verbesserten Werkzeug. Erhöhe die Reichweite. Erreiche mehr potenzielle Auftraggeber durch unsere erweiterte Plattform. Plus zuletzt bessere Unterstützung. Ein erweitertes Support-Team steht dir zur Verfügung, um deine Fragen schneller zu beantworten. Wir sind überzeugt, dass die Veränderung dir wird helfen, noch erfolgreicher zu sein und freuen uns darauf, dich auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Melde dich einfach unten an und profitiere von diesem Vorteil. Dann ich denke, geh mal auf Anmelden und als erstes sieht man einfach diese Seite. Also wirklich nur diese Seite. Nicht mehr, nicht weniger, nur diese Seite. Ich kann es dann nachher sein, ich dachte, okay, mache ich das später in aller Ruhe. Zu oben bin ich dann nachher schnell, also bevor ich ins Bett bin, noch ein bisschen auf Instagram unterwegs gewesen und bin irgendwie wie im Intus schnell bei Snack auf ihr Profil. Und da eben nochmal, Snack ist nun Teil von Swipes. Alles klar, habe ich auch schon gewusst. Komischerweise, was ich hier gemacht habe, das mache ich grundsätzlich selten bis nie. Ausser das ist ein Artikel, den ich wirklich schauen möchte. Ich bin mal auf «Gefällt mir» gegangen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, Moment, Giuseppe Fiorentino. Der Name sagt mir doch etwas. Und Dominik Gosweiler. Die Namen sagen mir doch etwas. Ich bin nachher beim Dominik mal drauf und habe folgendes Video gesehen. Und genau so ist eines der grössten Probleme im Online-Marketing ab jetzt verpufft. Die Zeiten von langweiligen Ads, die nicht relevant sind und niemand interessieren, sind endlich vorbei. Wenn du online Werbung schaltest, weisst du es ganz genau. Für ein erfolgreiches Business ist dein Marketing das A und das O. Das heisst, ohne überzeugende Werbung, gutem Content und natürlich super Storytelling wird deine Zielgruppe gar nicht auf den Link klicken und so nicht auf deiner Seite landen. Und dann habe ich schon gedacht, Moment, hier steht Swipes. Dann habe ich gedacht, warum steht das jetzt hier? Und dann dachte ich suche mal die Seite direkt. Habe die Seite gefunden, swipes.ch, bin runtergegangen, ja, und habe das Impressum mal gesucht. Da unten, Impressum 3CC Group AG. Dann habe ich noch so gedacht, wow, okay.
Okay. Das hat mir natürlich jetzt am Ende gezeigt, wieso dass dort die 2 gefällt mir Angaben von diesen 2 drin sind, von der 3 CC Group. Wer es nicht weiss, wer es nicht hat mitbekommen, der Livio, a.k.a. der LC1, hat ja Reportage gedreht über Dropshipping, beziehungsweise ist auch nach einer 3CC nicht gut weggekommen, beziehungsweise hat es auch viele Rückmeldungen gegeben, sehr viele Rückmeldungen hat es gegeben, viel mehr Stimmen haben sich plötzlich irgendwie mehr erhoben, aber ich muss noch ehrlich gestehen, wegen diesen Calls, also in der Reportage wird ja auch von diesen sogenannten Schulungen erzählt, da ist mir plötzlich das wieder klar geworden. Swipes Academy, weil sie haben ja 3CC Academy oder so, glaube ich, sowie auch Live-Calls mit Experten. Und dort habe ich gedacht, ich glaube, das wird für mich jetzt so, für mich persönlich jetzt so ein Moment, wie dann zumal, wo Influencer bei Ankerkraut sind, alle abgestiegen, oder viele sind abgestiegen bei Ankerkraut, wo sie zu Nestle gegangen sind. Wo man in dem Sinn plötzlich mit einer Firma hat zusammengeschafft, wo man in dem Sinn nicht wirklich gerne möchte in Verbindung gebracht werden. Und so ist es irgendwie persönlich auch bei mir. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es absichtlich ist oder nicht, aber ich möchte dich erinnern, wenn man jetzt hier, wieso bin ich da eigentlich so weiss? Okay, ja. Auf jeden Fall, wenn man jetzt hier auf Anmelden geht, landet man ja zuerst auf dieser Seite. Also hier steht nie irgendetwas, dass 3CC Group dahinter steckt. Und das ist für mich irgendwie so ein kleines Alarmsignal. Ich sage, wie es ist. Also ehrlich gesagt, ich habe sehr gerne mit Jonah und mit dem ganzen Team von Snack zusammen gearbeitet. Aber hier habe ich für mich müssen sagen, da bin ich das. Sorry, so leid es mir tut, aber da bin ich das. Da mache ich nicht weiter. Wer es übrigens jetzt zulässt, also es ist so, dass auf der Webseite, beziehungsweise wenn du auf einen Link klickst im Mail innen, siehst du in dem Sinn nicht gerade, dass es von 3CC Group ist. Also hier kann ich gerne die E-Mail nochmal zeigen. Also hier steht nie irgendetwas, dass das mit 3CC zusammenhängt. Und ich will jetzt nichts irgendwie hier vorwerfen, Snack oder so, oder dass da irgendwie Tipp wäre von 3CC, dass man gesagt hat, hey, wir sind momentan nicht gut auf die meisten Leute sprechen, also behaltet es vielleicht unter Verschluss, machen wir die Webseite so, dass man nicht sieht, dass wir 3CC da jetzt dahinter stecken. Aber eben, für mich, ich bin da das. Also, wenn eine Brand gerne mit mir noch zusammenarbeiten möchte, dann kommt persönlich auf mich zu, sehr, sehr gerne. Aber nein. Klar, bin ich offen und ehrlich mit euch. Ich habe schon ein Zeitchen nicht mehr bei Snack etwas in dem Sinn mehr beworben. Mal letztens, glaube ich, einmal. Aber nur aus dem Grund, weil ich gesagt habe, der Verdienst, den ich dort hätte, der wäre in dem Sinn gerechtfertigt mit der Arbeit, die ich in die Videos hineinsetze. Beziehungsweise dafür geben, für das es nachher zuletzt wirklich ein ansehendes Video ist. Ich weiß nicht, ob jedem meine Videos in dem Sinn gefallen oder eben dazu mit Juno, dass dann in dem Sinn den Leuten hat gepasst oder nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr coole Rückmeldungen bekommen. Vielen herzlichen Dank an jede Person draussen. Aber ich wäre nicht bereit, ein Video einfach nur mit dem Handy aufzunehmen und nachher hier ein bisschen zu schnorren. Beziehungsweise eben habe ich auch schon Videos gesehen, wo ich sagen musste, nein, warum hat man nicht auf dieses und jenes Detail geachtet? Zum Beispiel hat da mal jemand eine Kamera, so eine Digicam, ich kann es gerne auch mal zeigen. Ja, hat mal jemand so eine Digitalkamera in die Kamera reingehabt, also in die Handykamera, weil man eben die Kamera hat auch bekommen oder einfach ausprobieren konnte. Hat aber nachher vergessen, dass man die Kamera viel zu nah zu sich nimmt, für das die Handykamera nachher ein Display hat können ablichten. Und die Person, ich sage jetzt nicht, ob Frau oder Mann, auf jeden Fall die Person, hat nachher gesagt, ich kann sie überall mitnehmen und der Akku hat lang genug und ich kann dieses und jenes.
Und währenddem die Person sich selber hat aufgenommen, hat man hinten auf dem Display gelesen, «No Card». Heisst, es war nicht einmal eine Karte drin gewesen. Und jetzt stell dir mal vor, irgendwie Leica oder Nikon oder wer auch immer würde plötzlich, oder Sony würde plötzlich mit Fernsehwerbung anfangen und man würde das Display sehen und dort steht einfach «No Card». Also, dass keine Memory Card drin ist. Das ist in meinen Augen eine richtig tragische Sache. Und zwar ist es nachher für mich aufgrund von dessen schon gerade gar nicht wirklich authentisch. Ich weiß nicht, ich bin so oder so einer, der Filmfehler in dem Sinn sehr, sehr schnell mal sieht in den ein oder anderen Filmen, wo ich aber wieder zurückspule und denke, habe ich das jetzt richtig gesehen? 90% von diesen Fällen ist es wirklich so, also ob jetzt hier zum Beispiel das eine Glas voll ist und nachher im anderen Shot ist es halb voll, nachher in einem anderen Shot ist es wieder voll. Obwohl die Person, der Charakter, gar nicht davon hat getrunken. Aber auf jeden Fall sollte man wirklich darauf achten, vor allem eben, wenn man noch für eine Brand etwas macht. Klar, es ist in dem Sinn nicht wirklich für die Fotobrand selber, aber es ist in dem Sinn nachher für den Verkauf wirklich gefährlich. Deswegen achtet immer drauf. Achtet wirklich immer drauf. Wenn ihr UGC-Werbung macht oder allgemein Werbung, ich meine die ganzen Influencer, sorry, aber viele Influencer, nicht alle, ich muss es so sagen, habe mich gerade ein bisschen falsch ausgedrückt, Entschuldigung, aber es gibt wirklich Influencer, die nehmen irgendwie so einen richtigen Schrott an den Strand und nehmen es dort auf. Irgendwie ein Gerät oder ein Salbe, wo du dich fragst, warum zum Geier ist das dort? Wer würde mit so etwas an den Strand gehen? Wer würde ans Meer? Ihr wisst sicher, was ich meine. Auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele Sachen da draussen, wo ich sage, nein. Und genau das Gleiche ist jetzt auch bei Snack, wo ich muss sagen, nein, dort bei der neuen Firma, dort melde ich mich nicht an. Nochmal an Snack persönlich, falls ihr meinen Podcast hört oder seht. Vielen herzlichen Dank für die Zusammenarbeiten, die wir hatten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe euch sehr geschätzt, das Team. Ich muss leider sagen, dieser Schritt, der enttäuscht mich. Aber ja, ich persönlich bin da auf jeden Fall das. Wer das in dem Sinn auch so handhaben, sei dahingestellt, aber ich bin da das. Ich persönlich möchte nicht mit der Firma 3CC arbeiten. Ob das meiste Vorwürfe sind oder nicht, aber ich glaube auch, dass das eine oder andere Kommentar-Ding da ist zurückgeschossen worden. Oder auch ein Statement, dass das gar nicht mehr drin ist. Vielleicht haben sie auch mit der Anwalt müssen schauen. Sie haben ja noch ein Statement rausgegeben nach der Reportage. Ich mir auch nie mehr. Und vielleicht ist es inzwischen wieder online, aber dann auf YouTube haben sie es auf jeden Fall wieder rausgenommen. Ja, was kann man noch dazu sagen? Seid wie immer vorsichtig bei Kursen im Internet. Ja, man kann es nicht anders sagen. Viele Kurse, die es in dem Sinn heutzutage gibt, die euch probiert werden zu verkaufen, kann man grundsätzlich auch im Internet bereits selber lernen. YouTube, beste Adresse. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, für dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, abonniert mich gerne und bis dann. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.